habe die Ehre. Ich bin's, der Birger. Das richtige Wetter haben wir ja schon dafür. Ich glaube, dass ich mir jetzt die 18. Schüssel auf 14 Tage eingefressen hab. Und darum ist es heute How to Wurstsalat. Damit ist nicht der Fleischwurstmurks gemeint, den der Rest auf dem Planeten fabriziert, sondern der gute, alte, bayerische und nur ein anderer Wurstsalat. Anfangen wir mit Phase 1. Was braucht man da jetzt alles? Es gibt natürlich 12.000 verschiedene Arten von Wurstsalat. Aber da das der Wurstsalat Grundkurs ist, zeige ich euch meine persönliche Urform. Als erstes braucht man sauberes Wursti. Und dann nehmen wir eine Leona vom Metzger unseres Vertrauens. Keine aus dem Backel in Scheiberl, kein Feierraudi Fleischwurst vom Aldi, keine Weißen, keine Wiener, kein Salami und auch kein Schinken. Oder auf was für grandiose Ideen der Preis sonst noch so kommen kann. Allerhöchstens nehmen wir noch Ringsburger, besser bekannt als Knacker. Dazu kommen noch ein, zwei rote Zwiebeln, geht aber auch Gemüsezwiebeln. Die mag ich tatsächlich lieber. Ein Essig, ein, zwei Esslöffel Öl, damit's Wursti besser runterrutschen kann. Ein bisschen Salz, Pfeffer, fertig. So, damit ich meine zweiten Lieblingsnachbarn auch endlich mal einen Gefallen tue, richten wir uns noch ein Stückchen Emmentaler her. Wieso, weshalb, warum? Erkläre ich euch dann noch gleich. Manchmal sehe ich, dass da 3 Pfund Gurkel, Radiesel, Paprika oder sogar Eier. Eier, wir brauchen Eier. Und weiß der Teufel, was noch alles für ein Grillzeug drin ist. Leid, der heißt Wurstsalat. Wurst. Nicht Gemüsesalat mit Wurst, wenn's sein muss. Damit der Deppenberg den ganzen Scheißdreck jetzt nicht in ein kochendes Wasser schmeißt oder sonst etwas Fragwürdiges damit treibt, gehen wir weiter zu Phase 2. Wurstsalat anrichten. Wie die Phase schon sagt, wird der Wurstsalat nicht gekocht, gemacht oder hergerichtet, sondern angerichtet. Erst einmal sage ich mir unser Wursti. Einmal in der Mitte durch und dann schneidet man quasi halber die Ralle runter. Der von gerne einen halben Zentimeter dick sein, weil den kekselten 1 mm Stickel Scheißdreck, den du in die fertig abbackelnden findest, wo das allein schon eine Todsünde ist, kein Mensch braucht. Eine in die Schüssel, passt. Zwiebeln schnipseln wir auch ein kleines Stückel und hauen wir ebenfalls ins Schüssel. Zwischendrin kommen wir noch schnell zu meinen zweiten Lieblingsnachbarn neben die Österreicher. Die Schweizer. Der Schweizer Wurstsalat hat nur einen Käse mit drin. Darum haben wir uns den Emmentaler hergerichtet. Den zerwergelt man in Würfeln, dazu in die Schüssel, fertig. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich schneide mir immer einen Käse in Wurstsalat, weil ich's kann und weil er einfach geil ist. Jetzt werft man die Sekundärzutaten noch dazu. Ein Prise Salz, ein Prise Pfeffer, ein Stamperl Essig, ein bisschen Öl. Dann mischen wir, was man stark kann. Und als letztes, furchtbar wichtig, stellen wir noch für 1-2 Stunden in den Kühlschrank. Der Teufel muss ziehen. Bevor der Preis jetzt wieder aus dem Lochvierer kriegt und das Aufpeppen anfängt, gehen wir noch schnell zu Phase 3. Der Preisenwurstsalat. Nun ja, da ich jetzt auch nicht so recht gewusst hab, wie ich das erklären soll, habe ich mir gedacht, Herzlich willkommen zu Birgers Kochstudio. Heute kochen wir unseren Preissalat. Bevor wir anfangen, holen wir uns erst einmal ein neues Mützel und dann holen wir uns erst einmal eine Schüssel. Für unseren Preissalat brauchen wir natürlich die auserlesensten Zutaten: lecker Saftwurst aus dem Glas, feinsten Rollmops und selbstverständlich Muskatnuss. Und weil wir mir noch nicht mit unseren Wichsgriffen drin umeinander kreien, was da oben aber wahrscheinlich auch keinen wundern hat, holen wir unseren Kochlöffel. Und sicherheitshalber schmeißt man ihn wieder weg, weil wir ihn überhaupt nicht brauchen. Unsere auserlesenen Zutaten, die legen wir natürlich nicht in die Schüssel. Was für einen Sinn hätten das? Sondern wir stellen alles hier am Boden hin. Und dann führen wir natürlich einen handelsüblichen Regentanz auf. Tada! Hashtag Sternekoch, Bitch! Sadala! Damit hätten wir mal wieder eine weitere wichtige Grundkenntnis erlangt. Bin gespannt, wie es ihr euch einen Wurstsalat anrichtet. Schreibt es mir auf alle Fälle in die Kommentare. Lasst ein Like oder ein Abo da, wenn es euch taugt hat. Ich gehe jetzt meine Leona in die Schüssel hauen. Haut euch rein. Habe die Ehre.